Gott wird tätig und ich glaube, dort können wir wirklich in eine wirkliche Mündigkeit hineinkommen. Judith hat schon diesen Vers gelesen und ich lese ihn nochmal aus dem Galater 4, der Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und es geht dann noch weiter. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfingen. So heißt sie in der Lutherbibel. Ich glaube, vielen von uns ist der Text bekannt, dass eben die Zeit nachher war. Es war nachher, dass Gott seinen Sohn schickt. Und man könnte so einen Fokus legen auf die Zeit. Aber mir ist die Sendung wichtig. Die Sendung, dass Gott uns seinen Sohn hat geschickt. In diesem Textabschnitt aus dem Galaterbrief, der uns bekannt ist, diesen Text hat der Paulus geschrieben, eben an die Gemeinde zu Galatien. Man könnte sagen, er hat wie das ganz konzentriert eingekocht. Es ist ganz konzentriert das Wesentliche von Weihnachten, hier in diesem Vers 4 und 5. Geht um das Geschehen an der Krippe. Wer hat den Brief empfangen? Es sind Leute, die zum Teil aus dem Judentum gekommen sind. So haben Jesus Christus lernen kennen, aber es sind auch Leute, die Heiden waren. Leute, die Jesus annehmen durften. Und ich glaube, das sind Leute, die auch ähnliche Voraussetzungen haben wie auch wir. Warum ist mir das wichtig? Weil der Paulus unterstreicht mit diesen Worten, die er hier schreibt, dass das Geschehen an der Krippe für alle Menschen von Bedeutung ist. Also da kann niemand sein auf dieser Welt, der sagt, das geht mir nichts an. Das hat nichts mit mir zu tun. Das Geschehen vor Krippe, dass Jesus, Gottes Sohn, ist Mensch geworden, das geht alle Menschen etwas an. Und es zeigt uns auch, dass Gott selber ein Teil ist von dieser Mission. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Gott ist der Handelnde. Gott hat gesendet. Aber ich werde euch einladen, mit mir zusammen auch den grösseren Textabschnitt anzuschauen, Verse 1 bis 7. Und dann werden wir auch sehen, dass der Vers 4, 5, dass das so wie ein Scharnier ist, das da im Zentrum steht. Ich lese euch den Text aus der Genfer Übersetzung und du darfst ihn gerne vor einblenden. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir in den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschten und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Sie sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid,
hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist der in uns betet, Abba, Vater, ruft. Darum zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Ein Text, wo eben das zusammenfasst, wie vom Unmündig zum Mündig sein und in der Mitte das Geschehen vom Krippli. Ich werde mit euch zuerst einmal den Aspekt von der Unmündigkeit anschauen und ich musste ein bisschen schmunzeln. Wir haben hier innen Leute, die sind unter 18-jährig, die sind in dem Sinn nicht mündige Bürger oder mündige Mitbewohner von der Schweiz. Wir wissen, mit 18 wird man mündig. Und ich habe so gedacht, man könnte da die einen oder anderen fragen, wie das ist so ein bisschen mit dieser Unmündigkeit. Und ich kenne Leute, die würden ganz sicher sagen, ja, ich komme mir manchmal wirklich ein bisschen vor als Sklave, weil ich unmündig bin. Ich muss jetzt da nicht näher drauf eingehen. Aber ich musste einfach ein bisschen für mich so ein bisschen schmunzeln. Aber ja, wie kommen wir denn drauf? Das sagen, oh, das ist jetzt nur so etwas, wo wir das Gefühl haben, wir seien Sklaven, wenn wir unmündig sind. Und ich glaube, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was das bedeutet. Judith hat es schon angetönt von den Negro Spirituals. Oder eben mit Leuten dürfen unterwegs sein oder können unterwegs sein, die das erleben, in der Unfreiheit sein. Nicht können, selber zu entscheiden. Ich werde mit euch einen Blick auf das römische Recht lenken, schauen. Und dort war es tatsächlich so, dass ein unmündiges, und hier in diesem Text geht es um kleine Kinder, also das, was da gebraucht wird, du bist noch ein kleines Kind gewesen, du bist ein Unmündiger gewesen. Das bezeichnet ein Kind, das nach dem römischen Recht noch irgendwo hat dürfen ausgesetzt werden. Also das hat mich sehr erschüttert, als ich dem ein bisschen auf den Grund gegangen bin. Also es hat ein Alter gegeben von Kind, wo man im römischen im Recht können sagen, oh nein, ich will das nicht. Da hat man es irgendwo an einem öffentlichen Platz können aussetzen. Oder auf einem Misthaufen. Es hat so Misthäufen gehabt, da haben sie dort die Kinder hergetan. Das hat mich auch betroffen gemacht. Genau so ein Kind, ein rechtloses Kind. Und ich dachte, wie kann man das? Aber ja, ich glaube, es wäre jetzt da zu gross, aber wir können die kleine Klammer auftun und merken, aha, ja, wie läuft es jetzt? Jetzt machst du einfach Intrauterin, machst einen Ultraschall, du schauen, will ich das Kind nicht. Dann kann man es noch abtreiben. Also wir sind da am römischen Recht eigentlich sehr nach. Und es hat übrigens auch schon mal, oder es gibt Forscher, die sagen, ja, eigentlich sollte man das Kind zuerst einmal auf die Welt kommen und dann anschauen und dann entscheiden, ob man das will oder nicht. Also wir sind da am römischen Rechtssystem näher, weder dass wir das manchmal so denken. Also wenn man jetzt denkt, das sind so ein bisschen Barbaren gewesen, aber wir sind sehr nach an dem. Es hat dort die Möglichkeit gegeben, dass man das Kind hat gefunden hat. Also wenn jetzt jemand das Kind hat ausgesetzt an diesem öffentlichen Ort und jemand anderes wäre dort hergekommen und hätte gesagt, ja, aber das Kind sieht noch recht gut aus, es hat noch gelebt, es ist noch nicht verfroren oder noch nicht gestorben, dann hat man das Kind mitnehmen und dann war es dann ihm. Und man hat aber dann auch mit dem Kind alles dürfen machen. Man hat es zum Beispiel dürfen als Erben aufziehen. Das war dann wie das eigene Kind. Oder man hat gesagt, oh, das ist jetzt mein Besitz. Das wird wie zu einem Sklaven. Und auch wenn das Kind nicht ausgesetzt ist worden, also wenn das regulär in der Familie ist aufgewachsen, dann war es so gewesen, dass der Vater von der Familie, das ist der Primus Familias, der war das Oberhaupt von der Familie.
Also er hat zum Beispiel auch dürfen Strafen verhängen, er durfte sanktionieren, äh, er hat da Möglichkeiten gehabt und er hat eben dürfen abschlagen, er durfte sogar Todesstrafe aussprechen. Also der hat recht eine grosse Macht gehabt. Und das ist übrigens weitergegangen, auch wenn die Jungen schon geheiratet waren. Hat immer noch das Familienoberhaupt eigentlich den Besitz gehabt, die Entscheidungsgewalt. Und jetzt kommt es heisst hier, wenn der Zeitpunkt ist gekommen, dann hat er das freigeben. Also der Familienoberhaupt hat dann entschieden, jetzt sind meine Kinder so weit, jetzt sind sie reif genug, jetzt dürfen sie in das einstehen. Es war der festgelegte Zeitpunkt vom Vater gewesen. Eben, ja vorhin schon gesehen, wir sind dem vielleicht näher, weder dass wir so allgemein denken. Ich merke das auch immer wieder. Ich meine, jedes von uns, eben, wir sind jetzt, ich bin selber Vater, aber ich bin auch Sohn. Und es ist ja spannend, jetzt gerade an der Weihnachten, ich weiß nicht, wie es euch geht, da hat man so Familienzusammenkünfte. Und meine Frau hat mir auch schon gesagt, es ist noch interessant, wenn deine Schwester kommt, zum Beispiel, in den Raum rein, dann bist du wieder der kleine Bub von früher. Dann tust du dich nicht wie mein Mann verhalten, sondern dann fährst du dich ganz komisch verhalten. Vielleicht kennt ihr das auch. Also Verhaltensweise. Und ich habe probieren, dem jetzt ein bisschen auf den Grund zu gehen und das ein bisschen anders zu machen. Also wir werden jetzt noch Familie Weihnachten feiern und ich freue mich darauf, nicht etwa. Aber ich will das ganz bewusst, weil man ist wieder in diesem Muster drin. Die Eltern, Kinder, Geschwister, alles zusammen. Wir müssen uns bewusst entscheiden, aus der Kinderrolle gegenüber den Eltern rauszukommen, aber auch umgekehrt. Dass wir nicht einfach wieder in die Rolle reinkommen. Ihr wisst sicher, auf was ich anspreche. Es gibt da verschiedene Sachen. Nein, wir machen es hier so oder so. Dass wir das in unserem Leben, in das reinkommen, das macht Sinn sein. Aber eben, es ist auch das andere, dass wir vielleicht nicht nur sagen, ich will jetzt nicht mehr von Mutter und Vater bestimmt werden oder ich will aus dieser Mündigkeit rauskommen. Aber manchmal hat man doch auch das Gefühl, man müsse sich wie rechtfertigen. Das ist wie etwas anderes. Dass man sieht, ich muss wie erklären, warum mache ich jetzt das so und nicht anders. Das Beispiel zeigt mir einfach, wie wir auch in diesen Vorstellungen sind, wie es der Paulus hier sieht, diesen Vorstellungen von der Welt unterworfen zu sein. Also es gibt ganz viele Sachen, die wir vielleicht einfach als normal anschauen, wo wir wie in einer Mündigkeit innen sind. Und ich glaube, es lohnt sich, dass sich jedes von uns auch überlegt, wie sieht diese Mündigkeit in meinem Leben aus? Wo bin ich nicht nur in der Familie, aber auch außerhalb, einfach so Vorstellungen unterworfen. Was macht man nicht? Wie könnte die Mündigkeit aussehen? Und ich wünschte mir immer wieder auch, dass wir so die Sehnsucht haben. Ich möchte das auch für mich mitnehmen, dass ich aus dieser Mündigkeit raustreten. Und ja, manchmal sehen wir das auch um uns herum, dass Leute wie aus dieser, ja, ich will mich jetzt selber verwirklichen, ich will jetzt mein Leben nach meinen Plänen einschlagen. Und wir stellen aber fest, wie stark, dass man so gleich so vorgefertigte Bilder oder Vorstellungen dann gleich wie geknechtet wird oder wie sich dem unterstellt. Aber eben, in unserem Text kommt jetzt eben die Scharnierfunktion. Gott wird tätig und ich glaube, dort können wir wirklich in eine wirkliche Mündigkeit hineinkommen. In dieser Ausgangslage von unmündig zu sein, von Vorstellungen, von Wertmaßstäben unterworfen zu werden, dort kommt Gott selber. Er hat das im römischen Rechtssystem gemacht, aber er macht es auch noch heute. Gott wird selber aktiv. Nur um
aus ihm heraus können wir eine mündige Position einnehmen. Wir können das eine oder das andere versuchen, aber es bleibt immer Selbstbetrug. Überlegen wir uns, was das bedeutet, wenn Gott seinen Sohn sendet. In der Theologie wird der Begriff als Missio Dei überschrieben, also die göttliche Mission, die Mission von Gott, der Auftrag von Gott. Kann Gott einen Auftrag haben? Ja, Gott hat sich selber einen Auftrag gegeben, indem er Jesus Christus auf die Erde hat gesendet. Es ist Gottes Sendungshandeln. Es ist Gottes Sendungshandeln, wo all unserer Mission zugrunde liegt. Wenn wir nochmal auf das unmündige Kind schauen. Gott wird selber so ein unmündiges Kind. Gott kommt ins Krippli rein. Ja, er hat sich sogar fast gar selber wie ausgesetzt im Stall. Abgelegen, ausgestoßen. Und wir sehen es ja auch dort drinnen, dass das Kind so schutzlos ist. Sogar der Herodes hat sie ja beabsichtigt zu töten. Sie müssen flüchten. So wird Gott Mensch. Er kommt in unsere eigene Welt rein. In die Gesetzmässigkeiten. Es heisst, er hat sich dem unterordnet. Dass wir dürfen Söhne und Töchter sein. Mir ist ein anderes Bild auch noch in den Sinn gekommen. Das ist ein bisschen ein negatives Bild. Aber es gibt es manchmal, oder man hört es manchmal, ich habe das selber noch nie erlebt, dass jemand darauf belangt, dass der Erblasser stirbt. Also wenn man die erben, gibt es das manchmal, dass Leute darauf belangen, dass der endlich stirbt, dass man endlich erben kann. Und es gibt ja die tragischen Geschichten von diesen Leuten, die irgendwie im Koma sind, nicht mehr ansprechbar. Und die Erben diskutieren schon am Krankenbett darüber diskutieren, wer das jetzt was überkomme. Und wir müssen hier nicht warten, wir müssen nicht planen. Wir müssen nicht darüber diskutieren, wenn das jetzt der Erblasser stirbt, dass wir endlich dürfen Erben sein. Weil wir können nur mit ihm zusammen in das Erbe eintreten. Das ist doch etwas Wunderbares. Also nicht, bis der Gott in unserem Leben nicht mehr zu sagen hat, dann können wir in die Freiheit eintreten, sondern eben gerade mit Gott zusammen. Und ich glaube, das macht den Auftrag von Gott aus. Dass er eben mit uns in unser Leben stehen will. Wir brauchen nicht ungeduldig an einem Bett herumzustehen, bis wir dann erben können, sondern wir dürfen an die Krippe kommen und dürfen Jesus in unser Leben nehmen. Ja, unser Retter, der ist gestorben. Aber es heisst auch in der Bibel, dass das nicht das Ende war. Unser Retter ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel gegangen zum Vater und auch da, er hat uns nicht als Weisen zurückgelassen, er hat uns der Heilige Geist gesendet, dass wir mit ihm unterwegs sein können. Und so dürfen wir in die Mündigkeit eintreten. Die Mission Gottes, der Auftrag von Gott führt uns in die Mündigkeit ein. Und das ist eine Mündigkeit, die nicht abhängig ist vom Alter. Das ist gleich wie alt dass du bist. In Jesus Christus darfst du mündig werden. Er hat seinen Sohn geschenkt, gesendet. Er hat den Heiligen Geist gesendet. Und das ist unabhängig. Und hier sind wir wieder bei diesen internationalen Krippen. Es ist unabhängig
wo du bist, wenn das du lebst und es ist unabhängig, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Jesus ist in dein Leben gekommen. Gott ist selber gesendet in dein Leben hinein. Und wenn ich heute hier stehe, dann wissen wir weniger denn jemals, wie die Zukunft wird sein. Also Judith und ich haben in den letzten Tagen miteinander diskutiert. Und vielleicht ist jetzt das ein bisschen Schwarzmalerei. Aber ich sehe, dass wir so dürfen wie Weihnachten feiern, da haben wir absolut keine Garantie. Was da hinter den Kulissen am Laufen ist, das könnte immer Angst machen. Aber genau auch hier, müssen uns nicht von dem Angst machen, sondern Gott ist der sendende Gott in unsere Situationen hinein. Und ich habe mir auch überlegt, ja, das könnte jetzt aber auch so einen negativen Aspekt drin haben. Ah, Gott handelt in mein Leben hinein, er ist der Wirkende in mein Leben hinein. Was kann ich denn auch noch tun? Man kann den Gott die Schuld geben für die Situation. Ich kann ja gar nichts dafür. Was kann ich noch machen? Was kann ich denn noch gestalten, wenn ja Gott der Handelnde ist? Aber was könnte sein, wenn wir ganz eine andere Haltung einnehmen? Gott kommt in die Welt als von sich selber gesendet. Das heisst, er kommt von außerhalb. Er kommt von außerhalb in unsere Welt. Er kommt von seiner Herrlichkeit in unsere Welt. Und er will uns zu Söhnen und Töchtern einsetzen. Das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg. Wir dürfen mit dem Gott, der da aus seiner Herrlichkeit aus einem Mensch wird, dürfen wir in der Sendung stehen. Wir müssen nicht alleine. Wir sind nicht Opfer von dieser Sendung, sondern wir sind Teilhaber von Gottes Sendung. Als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft von seiner Kirche dürfen wir in dieser Sendung stehen. Und es bringt doch gar nichts, wenn wir irgendetwas selber bröseln, wenn wir irgendetwas selber machen wollen. Es bringt nur etwas, wenn wir in Gottes Sendung stehen. Und ihr habt vorhin die Krippe gesehen von diesem Kreuzgang von Arles. Ich habe es jetzt hier nicht nochmal eingeblendet. Es ist nur so eine unscheinbare Steinmetzarbeit oben an einer Säule gewesen. Aber es hat geheißen, dass die Kille, also die ist irgendwie jetzt aus dem 14. Jahrhundert, 1300 irgendetwas, aber das Fundament oder der Ursprung von dieser Kille war schon 300 nach Christus gewesen. Und das hat mich irgendwie so fasziniert. Und wie das genau dort abgegangen ist, weiß man nicht. Aber es gibt sogar die Legende, die sagt, Maria Magdalena sei mit Aposteln der Drohne aufgekommen mit dem Schiff und hat dort eine erste Gemeinde gegründet. Das ist eine Legende. Aber ich habe so gedacht, ja, das ist doch eindrücklich. Irgendetwas ist dort passiert, dass dort die Kirche ist. Also etwas muss dort gewirkt sein, dass dort eine Kirche ist gebaut worden. Eine Sendung ist passiert. Und es sind Menschen, die sich in die Sendung von Gott einnehmen. Und ich wünschte mir nicht, dass wir schöne Gebäude aufstellen oder schöne Denkmäler, dass man dann sieht, die haben einen guten Glauben gehabt. Aber ich wünschte mir, dass wir auch so mit Gott unterwegs sein dürfen, dass wenn Menschen sagen, ach, das ist etwas Spezielles. Ah, da ist eine Sendung von Gott und da sind Menschen, die sich in die Sendung einnehmen. Und da ist etwas passiert. Und ich glaube, in dieser Haltung dürfen wir eben auch an die Krippe kommen und uns überlegen, was ist das Kindli in der Krippe für mich? Wie reden wir das Kind an? Und da dürfen wir ja etwas auch
in diesem Vers, jetzt kannst du noch die nächste Folie, in dieser Mündigkeit dürfen wir rufen, Abba Vater. Wir dürfen in das Krippli kommen und sagen, Abba Vater. Wir dürfen Söhne und Töchter sein, weil Gott selber der Sendende ist geworden. Abba Vater, ich will als dein Kind in dieser Sendung stehen. Ich will mich auch brauchen von dir. Die göttliche Sendung hat uns aus dem unmündigen Zustand rausgenommen in eine mündige Eiche. Wir dürfen mündige Söhne und Töchter sein. Wir dürfen freigekauft sein. Und aus diesem Grund dürfen wir auch in dieser göttlichen Sendung stehen. Du dürftest jetzt Judith reichen. Amen.